Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von der multikulturellen Komödie Sauer. Werde ich von dieser Lützeburg Spelsch an ägyptischer Produktion können werden, und ob mit dem Adolf Edersal gelungen ist, eine gute Komödie zu erschaffen, das sieht er heute bei Filmleft. Ich fasse mal ein zusammen, um was es am Film geht. Die Hauptrolle am Film ist der Samir, aka DJ Scarab, gespielt von Karim Kassem. Den hat sich qualifiziert, für beim Dropbeats-Event zu Bresel zu treten. Wie viel dahin muss sein Flieger zu Lützeburg landen, ein Land, von dem er viel drunter nie etwas hören wird. Und ab da geht es für ihn am Bus weiter. In der Wege hat er bei einer Pause von 2 Polizisten mitgeholt, gespielt von Nilton Martins und von Paul Robert. Dummerweise lagen ein paar Bayern aber noch am Bus. Ohne Beweis auf seine Identität geht er dann als Flüchtling aufgestempelt. Loget Police hin und Delver weiter, gespielt von Elisabeth Johannesdottir, und hat will Helo an ein Flüchtlingsheim bringen. Ob der Samir jemals am Flüchtlingsheim kennt, und ob er nicht noch auf sein Dropbeats-Event zu Bresel packt, das sieht alles bei Sauer. Als allererst muss ich so ein immens flottig fanden, wie mit denen viele verschiedene Kulturen im Gange gehen. Ob die viele verschiedene Sprachen sind oder ob die humoristisch Aderweise wie mit Klischee gespielt gehen. Heißt gewesen gehen, wie flott so ein Projekt mit so vielen verschiedenen Nationen kann sein. Und das spiegelt sich auch an den Charakteren rein. Heißt alle Charaktere so grundverschieden und trotzdem funktionieren sie perfekt miteinander. So entstehen permanent witzige und interessante Dialoge. Wir sehen zu allen Momenten am Film, dass zwischen den Schauspielern eine perfekte Chemie entstanden ist. Etwas, was natürlich nicht an einem Film fehlen, wo es hauptsächlich um einen DJ geht, ist ein immens treibender Soundtrack, den perfekt heute zum Film passt. Ein grosser Pluspunkt sind auch noch die viel flott Kameraerstellungen, die einem Gebäude gehen. Und eine farbe Lichtstimmung, die allerdem super bei dem Film gepasst tun. Kurz und knapp gesagt, der Film einfach nicht mehr fantastisch aus. Leider und ich aber ein kleines Kind zu bemerken. Verschiedene Szenen gehen für mich einfach zu schnell erzählt. Er gibt sich mit verschiedenen Themen einfach nicht genug Zeit gelassen. Und dahinter kommen dann verschiedene Entscheidungen und Reaktionen von den Charakteren nicht immer ganz logisch vor. Mir das ist nämlich ein kleiner Minuspunkt für einen Film, der für allem nicht mehr Spaß will machen und Leute zum Lachen will bringen. Und das ist ihnen halt zu 100% gelungen. Am Großen und Ganzen kann ich sagen, dass der Film auf so viele verschiedene Art und Weise funktioniert. Ob es nur schauspielerisch ist, wo ihn einfach nicht mehr Spaß drin hat, viel Zeit mit den Charakteren zu verbringen, oder ob es optisch ist, wo einem immens flott Bilder geliefert gehen, oder ob es Drehbuch ist, was einem einfach nicht mehr Spaß macht. Dafür von mir eine 100% Empfehlung für Sauer. Erzählt mir mal in den Kommentaren, wie dir der Film fandet. Auf welchen von den Charakteren hat ihr dann am besten gefallen? Und nun verabschiede ich mich nach einem Interview von Paul und nach Probier vom Rest vom Cast. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Sauer. Ich spiele den Tom, der ist ein Polizist, ein Jungen, ich meine, der gerade rauskommt von der Schule. Und dann fängt dann halt an mit Nilton, der ist dann den... Comment s'appelle déjà Nilton dans le film? Miguel, ouais, c'est ça. Ich gehe nicht mehr laut die ganze Zeit, ich spiele die ganze Zeit mit Nilton. Und hier ist Miguel am Film. Und dann ist er schon ein bisschen mehr so wie der Sergeant, dann ist schon mehr carré, mehr seriös. Und ich bin ein bisschen so neben der Plaque. Ich bin immens viel am Handy, weil ich nach meinem Groß läuft, dann weiß ich nicht genau, wohin gehen. Und ich sehe das alles ein bisschen cool kocht, mir heißt so ein bisschen zu sec, weil ich aber viel mehr gerne und gesehen dass ich den immens viel mit der amerikanischen Kultur abgewöhnt, das gebe ich mir so. Weil ich probiere immer schick zu sehen, Frauen, Filme und ein bisschen, ja, das wie ich immer in einem Interview gesagt habe, un peu différent sur les bords, mais das sind aber ganz sympathische Kerle, aber so, mit dem Herz auf der richtigen Platz, sagen wir mal so. Der Titel muss kommen, gell? Also ja, also ich meine, das immer, also als Schauspieler probiere ich immer irgendwie ein bisschen eng parallel zu finden, aber weißt du, was du spielst, von den Gefühlen hier, dass der von den richtigen Platz kennt. Ich kann ja nicht erfahren, was ich gar nicht kenne. Das kann ich nicht. Das heißt, ja, schon ein bisschen die Flirt, aber ich noch ein bisschen so. Den Adolf Edersal, der mich immer Witze mit der Bogos und hier und da. Und ich meine, das auch, du weißt, du mich auch ein bisschen in die Richtung gesagt. Das ist eine kleine Ressemblance, aber einfach nicht so weit. Aber sicher, da ist bestimmt eine kleine Ressemblance, du, ja. Das ist immens viel. Mir habe also ehrlich gesagt, das war nicht unbedingt mein ersten Set, wo ich war. Aber das war den ersten Set, wo ich so große Part dran hatte. Ich war ziemlich lang da im Set. Aber von der Ambiance, die drauf war, das war fantastisch. Ich weiß nicht, wie der Zielgruppe tut. Wir haben wirklich Leute von allen Richtungen geholt. Und so bei mir ist es auch gut getroffen, weil es direkt so
Symbios du, dat war ziemlich verreckt. Wir so gut direkt gefühlt, wie wir uns seit Jahren gefühlt kennen. Wir haben nur den Teil so Nuit Blanche gemacht, weil mein Mutter laufen noch geschwart. Und mir war so, wow, das ist schon 5 Uhr. An einer Stunde muss man auf dem Set sein. So, okay, dann drehen wir ein bisschen. Und dann chillen wir ein bisschen und dann gehen wir auf das Set. Aber das sieht für die immens viel Energie, weil du spürst einfach, dass es richtig ist und die einfach gut mit so Leuten zu schaffen. Die du direkt gut verstehst und plus die einen waren von Bresel, die anderen von Paris. Und dann den aus Bresel, mir bekannt an Deutschland und dann mir Lützebäuer und dann einfach so die Geschichten, die einfach zu Summe kommen und wie man so gut verstehen haben. Nicht für auch merken, dass Grenze keine Grenze sind. Das ist egal, wo du bist, und viele Geschichten sind immer dieselben. Aber wir verstehen das an der Hinsicht, all Gott Nummer ist immens Fond. Ich schreibe, es sind 4, 5 von den Schauspielern vom Film, wo man all Tag nach den schreiben und so. Seitdem hast du kennengelernt in dem Film. Sie haben all da schreiben, was lebt du, was müsst du da, das ist wirklich so ein bisschen eine Familie gehen, die ganze Gruppe von Sauer. Ich sage jetzt mal, was wegen Geschichten ich dir erzähle. Fragt war laut. Ich hatte meine besten Momente für mich, das waren halt, wo ich dann als Polizist halt angedoben war. Und ich dann, weil ich nicht die ganze Zeit gedreht. Da stehst du, du warst ja auf dem Set und du warst eine Stunde lang, bis dein Part kennt oder so. Und ich habe mich dann einfach amüsiert, einfach unter zu gehen und dann den richtigen Polizist zu spielen. So wie Zirkulation zu machen, Leute stehen zu lassen. Oder ich hatte sogar, das war der Gar, hat man oben gedreht. Und da waren richtig Polizisten, also richtig 3 Polizisten, hatten die ihn festgeholt. Und die mit den Minuten sind sie lange getrippelt, für hier ein Kabinett zu bringen. Da sind ich einfach einen Moment getrippelt und dann habe ich nicht den Typ geholt und man anscheinend nicht in der Vertonne gehalten. Also sie hatte gedacht, der richtige Polizist, weil sie nicht so richtig erkannt, sie haben kurz geguckt und sie ja, weil ich mit der Kabel und sie sind einfach Mod gegangen, ich habe das Kabinett abgemacht, hier ran und dann waren noch so Fragen da und es geht dann so, ja, da geh ran, und guckt mich so, okay, was, und dann habe ich einfach die Tür gemacht. Und da war den Thanos von der Produktion, den ich schreck gelacht. Die so, du darfst selbst nicht machen, machst du selbst nicht. Mir ist aber schreck gelacht. Also, wie kannst du das nicht mehr machen? Und sie merken nicht, das war ziemlich witzig. Bei mir hatte laut so kleine Szenen und nur auch viel am Hotel. Ich hatte viel witzige Szenen am Hotel. Von da fertig ist. Wie du löst nicht die Jahre, wo drüber schwatzen. Ma den Adi bei Nadia ist von den schon Milan kann, wie schon immens viel Sachen man gemacht noch die allererste, wo ich war Abschauspielerei gemacht und war ein Kurzfilm den hier gemacht, den Oni Moos hecht. Ich meine, den hast du auf YouTube, den gucken gut. Das war der allererste, wo ich dann für der Kamera war, weil ich schon noch vom Film studiert. Ich war mehr gewinnt, an der Kamera zu schaffen. Und schon den Adolf, wir kennen das wirklich schon seit Jahren. Und den hatten wir auch den Oni Moos zusammen gemacht, was ziemlich gut funktioniert hat. An den Duno hat jo noch 2 andere Filme gemacht, Fahrrad den Fameux Gars und der Mauvaise Route oder ich wie gesagt, der Fameuse Route. Aber du warst nicht am Land, du warst am Süden und ich habe studiert. Und da sind ich halt zurückgekommen und du hast hier den Film gemacht. Und du warst hier so, okay, ich hätte gerne dran, ich weiß aber noch nicht genau, welcher Part. Und ich bin schon angelohnt, ich bin 7 oder 8 Castings gemacht, für den Part zu kriegen. Und ich meine, wir all Parten am Film aus und ich um uns enke gecast. Ich hatte zum Schluss, ich war schon so, die wissen, Musikkollegen, das ist gut so, mir einfach sind nicht dabei, das ist nicht schlimm. Und sie sagen, nee, wir wollen das tun und noch da und Produktionerei. Aber zum Schluss voilà, war ich dann am Nilton, war ziemlich geflott, weil ich den Nilton und ich bekommen aber gute River zusammen Bild. So, ich war ziemlich erstaunt, wo ich die echt Bilder gesehen habe. Da dachte ich, okay, das geht ja wirklich flott, das sieht flott aus. Natürlich schreibe ich für das falsch gut. Ich mag gerne Beatbox, das ist der Mann, das ist ein bisschen komisch. Ja, was soll ich sagen? Ich meine an Anfang, weil Zara so funktioniert. Ich habe schon Beatbox gelernt, weil ich immer Batterie wollte spielen. Ja. Ich komme aber kein Lächeln oder weißt du, das auch von der Blase und das mich einfach zu wie Comedy. Und ich habe einen Cousin, die spielt eine ganz gute Batte. Ich habe den immer Christtags gesehen. Und dann hat die Mama so kleine Sachen gewesen. Und dann sagte ich, mir vergiss das nicht bis nächstes Jahr. Aber den nächsten Strick, den ich dann hatte, war zu Beatboxen. Und ich einfach so der trainiert. Das ist so ganz banal, wie so. Voilà, und dann voilà, von da uns wird das Job halt weiter developiert.
Ja, Beatbox sind mens viel wie zum Sleaser. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, das ist ein ganz guter Kollege, der wohnt bei mir am Dorf, Putzkirchen. Und mit dem habe ich immens viel Musik gemacht an der Zeit. Und neurologisch gesehen ganz oft. Und hin als sie lebt für Beatbox. Natürlich zum Beispiel mit ihm erwiesen, dann muss ich auch Beatbox. Kannst du nicht allein und so. Ja. Also für die Musik nicht mehr wie zu so, weil voilà, für die Musik, wirklich, dass wir auch ein Lied gemacht haben vom Film, wo nach Laura drauf ist, Laura Jenisch, also noch drauf, hat den Refrain gemacht, die da schon kontieren auf Instagram. Und ja, voilà. Okay, wir sind auf der Fahrt, das sind nicht mehr. Was meinen Sie? Okay. Ja, Laura ist noch drauf, also auf das Lied vom CHI produziert, den noch für die Youssoufa Beats machen. Und den Eric Kabongo, den er sagt, den eben halt den DJ Scarab, sein Kollege zu Lützeburg spielt am Film. Aber wie dass wir die Projekte rausbringen, also das Lied werden rausbringen, und ich habe ein anderes Projekt, Solo-Projekt auch gemacht wie am Sommer, wo ich hoffe, wenn alles gut geht, tue ich die Bois. Dann könnt ihr am Sommer bis raus und das gibt eine flotte Erfahrung. Da kann ich eben direkt bei euch kommen, was da komme ich da präsentieren. Oh, Freck, ja. Okay, bestimmt, ja, das Ganze das ist so schwer, gell, das ist so schwer. Okay, das ist so schwer. Weil ich kenne das so, mit den Hunden verschiedene Kategorien, weißt du. Und dann sind wir ganz, bon, allez, ich probiere einfach nur 3. Okay. Boah, ich gebe sowieso Oldboy, sowieso dran. Oldboy, den größte Klassiker ever. Matrix, Musik für Drassi. Wie schon mal reden? Freck, was kennst du? War schon gerade so viele Sachen im Kopf. Da bringt mich gerade so Lock, Stock and Smoking Barrels oder ich gesagt, also kleine Gangsterfilms oder Parrain. Ich habe es in der Richtung nach, dann wünsche ich Science Fiction bis Finale. So Sci-Fi, gut cinematografischen Film und dann auch so kleine Gangsterfilme. Das sind da so Filme mit all den Al Pacino. Ray Liotta, ja, all day, also du siehst, was ich meine. Ich wollte eh von denen schlieben, die. Voilà. Ja, perfekt, das war schon. Cool. Merci dir, Vinny. Und dann sehen wir uns gleich rum. Cool, freut mich. Ich bin Elisabeth Johannes, ich spiele am Film die Rolle von Elva, eine Assistentin sozial beim Asti. Und als Isländerin sind wir auch Partei abgewählt. Ich bin Nilton Martins, Schauspieler und spielende Miguel am Film Sawa, ich habe mal Polizist am Film, nicht am richtigen Leben, wie gesagt, am richtigen Leben sind Schauspieler. Und ich bin den ein bisschen das Samir nicht fortgehen lässt vom schönen Grand Duchy of Luxemburg. Voilà, das ist ein bisschen die Rolle, die ich spiele am Film. Bonjour, alors je m'appelle Bess Limani, je suis d'origine albanaise, je suis né en Belgique et je dis de moi que je suis un Amérois. Je suis comédien, dans le film Sawa Movie, j'interprète le rôle de Tony, le Yéniche. Ça sera une belle aventure j'espère pour vous, en tout cas pour moi ça l'a été, c'était une de mes plus belles aventures cinématographiques et donc j'espère que vous serez nombreux à aimer. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à le partager et à le dire. Et si vous n'avez pas aimé le film, s'il vous plaît, laissez les gens se faire leur propre avis. Sawa Movie, le Walbanais. Moi c'est Erika Bomo. Je joue le rôle de Daniel dans le film et Daniel c'est le mec le plus génial, hein. Le mec qui va foutre le bordel à tout le monde et qui n'a pas besoin de confiance, hein. Il n'a pas besoin de la chance, la bonne chance a besoin de Daniel et voilà, c'est moi. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Karim Kassem, je suis un acteur franco-égyptien. Je vis et je travaille au Caire. Et je joue le rôle de Samir Ibrahim, DJ Scarab, qui vient de l'Égypte pour jouer à Bruxelles. Mais malheureusement, il est coincé au Luxembourg sans papier, sans argent, sans téléphone et il est pris comme réfugié.
Venez voir le film le 20 mars et j'ai hâte de savoir vos réactions sur le film. C'est un film très sympa, plein d'aventures, plein de personnages et plein d'acteurs très talentueux. Alors bonjour à tous, moi c'est Wesley Végel, je joue Wesley dans le film d'Adolphe Lassalle et en fait Wesley c'est un rôle assez particulier pour moi parce qu'en fait je joue pratiquement mon propre rôle. je suis un Yéniche en fait et Jean-Luc Couchard est mon père dans ce film, Bess Limani est mon frère et on va rencontrer Samir et Daniel qui sont Karim Kassem et Erika Bongo qui vont plus ou moins tenter de nous arnaquer avec des faux passeports etc. Et donc voilà en fait ça va très mal se passer avec eux et on va leur montrer un peu de quel bois se chauffent les gens du voyage. Voilà, faut pas nous arnaquer. Ils ne le savaient pas et ils vont l'apprendre à leurs dépens, malheureusement. Voilà.